Solange man Wein auch abgeben musste, quasi als Steuern, war der Trollinger deshalb sehr beliebt, weil er große Mengen erzeugen konnte. Also wenn man da früher ordentlich viel Menge rausgekriegt hat, dann war man ein angesehener Mensch. Inzwischen wird der Trollinger aber nicht mehr auf Menge produziert, sondern es gibt nachher die grüne Ernte. Das heißt, von der Traube wird gern mal halbiert. Jede zweite Traube kann man rausschneiden. Der Stock denkt zuerst, er muss sehr viel geben und dann, wenn man bei der grünen Ernte reduziert, dann kommt die ganze gute Kraft in die kleinere Traube rein, in die verbliebenen Trauben. Und so kriegt man ein Maximum an Aromen und Mineralstoffen in diese Beeren rein. Und damit kann man natürlich auch ganz tolle, hochwertige Trollinger erzeugen. Hier in den Steillagen, in der Handarbeit, da entstehen so richtig gute Sachen. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.